Da sind wir, bereit, um Germain zu finden. Nun gut, Leute, legen wir los. Monsieur Germain, der Silberschmied? Danke Gott. Ich bin seit Monaten hier. Bitte, befreit mich doch. Zuerst sagt mir, was ihr über das hier wisst. Keine Zeit. Ich erzähle euch alles, wenn wir fort sind. Doch jetzt müssen wir los. Bevor Sie zurückkehren. Gut, dann los. Nein. Sie bewachen den Eingang. Wir müssen die Treppe runter und rüber. Dann folgt mir und bleibt ruhig. Arno, wer sagte, dass das nicht irgendwie eine Falle ist von dem Typen dort? Naja. Die Schurken töten, war gut. Wie bewegen die sich? Nach einem Stockwerk, war wie es aussieht. Ach du Scheibenkleister. Ne, alle nicht, nur 3 Stück, das heißt nur, das ist natürlich genug. Jetzt sind Assassinenpfeile echt geil, aber was willst du machen? Keinen dabei, das heißt, wir müssen es ohne machen. Moment noch mal ganz kurz, wir noch mal gucken, wo die alle sind. Okay. Na, das wollte ich eigentlich verhindern. Wieso zum Henker? Ich brauche keine Assassinenpfeile mehr. Verdammt! Mich hängst du nicht ab, du Bastard! Achtet auf Finden! Weg da, Arno, weg da, weg da, weg da! Doch nicht so, du sollst rollen, Mensch! Arno! Ey, ich sage, ich hasse die Steuerung, die ist einfach nur bekloppt. Sorry, ich bin im Kampf, es steht Auswahl, was macht er? Er geht irgendwie auf ein Ding drauf, sprich in Deckung gehen. Ich meine, sorry, wie kann das Spiel die Steuerung nur so dämlich programmiert sein, dass es das nicht unterscheiden kann? Ich hab pariert. Folgt mir. Ja, zum Glück sind wir schon ein bisschen ausgepolstert und haben von dem her auch... Wieso geht der jetzt trotzdem weiter? Einen Moment. Ich glaube das einfach nicht, hey. Aber das klappt jetzt zumindest mein Plan. Ja, Pistole zücken geht natürlich, wobei, das wäre gar keine so schlechte Idee. Wir haben Pistolen ersten töten, die anderen locke ich so an. Folgt mir. Ja, selbstverständlich. Kann man die Synchronstimme, die der Typ hat? Kann das sein, dass es die von Severus Snape ist? Bleibt hier. Oh, jetzt könnte es ein bisschen komplizierter werden, weil 3 Stück kriege ich vielleicht noch hin, so auf die Schnelle, aber den 4. Nee, was anderes machen. Wollen wir ganz kurz, gehe hier in die Deckung.
verdammt, dabei wollte genau die wollte Frank killen. Er wird langsamer werden. Du wirst nicht entkommen. Schiebt ihm den Stab in den Rücken. Was? Wieso? Oh, Arno, mein Gott. Auch hier wieder wollte ich auswandern und Pistolenkugel ausweichen, aber nee, macht natürlich nicht. Sag mal ganz ehrlich, was soll das, wenn die Steuerung nicht so will, wie ich will? Und vor allem, sie preist sie an, also sprich, es ist nicht so, dass sie einfach nur sagen, komm Steuerung, sei so, wie ich gerne möchte. Nee, es ist ja eigentlich so. Es heißt ja immer, ja, mach das und das, du musst das und so machen, aber wenn es mal drauf ankommt, nee, klappt es eben nicht. Geht weiter. Ja, So, selbstverständlich. hätten wir jetzt das mal. Bleibt hier. Also ganz so ehrlich, ich hoffe, wir kriegen das irgendwie noch ein bisschen besser hin. Das ist meine patriotische Pflicht. Ups, ich vorhin gar nicht gesehen war. Jetzt habe ich dich. Sofort ihn von der Seite. Ja, Eleganz was anderes, trotzdem, Hauptsache es funktioniert irgendwie. Da muss doch irgendwie noch bessere Varianten gehen, um die auszuschalten. Hier mal überlegen, also er war jetzt dort, das ist soweit schon mal korrekt, den hatten wir schon mal, das war gar nicht mal so schwierig. Na, mal kurz warten. Also, was haben wir denn alles für Items? Ich kann natürlich mit Betäubungsbomben versuchen, haben nur 3 Stück. Wir versuchen trotzdem mal. Kirschbomben, das sind mehr zum Anlocken. Bringen wir Nahkampfbonus 0 von 9. Okay, dann schlecht. Da bloß die verdammten Assassinenpfeile. Versuch's mal hier mit. Los jetzt! In Ordnung. Haben wir zufälligerweise irgendwelche Schnellsparerpunkte oder so etwas? Das wäre jetzt gerne noch ziemlich praktisch. Wartet hier. Was sie noch alles so haben, ey. Über 2000 Francs wieder, krass. Ja, und jetzt? Mal die Kirschbaum versuchen. Ist bloß in Gefahr. Erlaubt sich denn etwa dein Spaß? Ist er irgendwo scharf abgebogen? So, theoretisch stehen sie jetzt alle an einem Ort, oder? Abgesehen von einem. Woher kommt all dieser Rauch? Seltsam. Ich erwisch dich schon, du. In seinen Rücken. Was er nicht sehen kann, kann er nicht parieren. Du hörst mir. Hey, komm zurück. Mann, was soll denn das wieder? Wieso kann ich nicht mehr parieren? Es geht nicht mehr, Leute! Von hinten. Jetzt klappt's plötzlich wieder. Ich leg dich um. Los jetzt!
die Dächer auf. Sie postieren ihre Wachen oft auch dort. Wie wichtig seid ihr denen als Gefangener? Ja, scheinbar ja sehr wichtig. Die Frage, die kriege ich jetzt die von den Dächern runter. Natürlich schießen wir eine Variante und mit der Pistole, die macht ziemlich viel Lärm und das ist dann natürlich nicht das, was wir unbedingt wollen. Ich weiß nicht wieso. Also parieren klappt eigentlich immer sonst grandios, aber jetzt bis jetzt eigentlich nie Probleme gehabt. Jetzt plötzlich klappt nicht. Ja, da oben ist einer. Das sind aber sicher nicht die einzigen. Nee, oben gibt es ja noch ein paar, wie es aussieht, wa? Die habe ich vorhin natürlich noch übersehen, eleganterweise. Wenn es in den Dächern oben welche hat. Genau das ist das Problem. Ich kann nicht so um die Ecke schießen, das geht nicht. Heißt also, ich muss überlegen, ob ich es vielleicht direkt frontal versuche, wa? Dann sind doch sowieso. Mann! Ey! Ich glaube, er hätte sowieso nicht getroffen, oder? Da kam gar kein rotes Symbol. Ist das Kacke? Versuch's mal so. Nee, seht ihr keine Chance, ich treffe die von hier oben nicht. So, das ist dann natürlich erst recht Müll. So, weg da, Arno, weg da! Wow! Arno, geh mal weg! Mann, er versucht es einfach nie. Ja, also ganz ehrlich, ich verstehe es ihm noch nicht. Wie, jetzt kommen plötzlich alle auf mich los? Das war interessant, ey. Also alle blocken kann natürlich nicht, war ist klar. Aber wie soll ich die beiden Typen von oben runterholen, wenn ich die gar nicht treffe mit der Pistole von dort unten? Weil hinlaufe ich natürlich auch nicht, die schießen mir bereits 10 Metern gegen den Wind runter. Jetzt bin ich wieder hier oben. Nee, Gott sei Dank, gut, er ist hier unten. Immerhin. Problem bleibt, ich komme da. Okay, er bleibt hier, wa? Dann versuchen wir es eben mal so. Was? Da spuckt plötzlich wieder das Spiel. Seltsamerweise. Du, bleib stehen! Nö, du siehst mich eh nicht. Sofort stehen!
Tja, sehen nur Leute, so schnell kann das Problem erledigt sein. Wobei, wie gesagt, also mit der Pistole würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, da wären sicher Assassinenpfeile besser geeignet. Die ich leider nicht mehr hatte. Und die Reichweite kann man natürlich so schlecht einschätzen, auch dort. Unbedingt besser drauf aufpassen. Germain, kleine Planänderung. Du wirst nicht entkommen. Greift von hinten an, beschäftigt ihn! Ja, mach doch mal von hinten! Begeht jetzt nur keine Dummheiten. Lasst den Silberschmied gehen. Bleib zurück! Gütiger Gott. Was habe ich getan? Nur das, was ihr musstet. Kommt, wir müssen gehen. Ja, natürlich. Und da gehen wir. Und nimmer kam sie wieder. Okay, ihm folgen. Bienvenue, cher client. Hör mir zu! Ich sagte, ich werde alles geben, was du hast. Danke, mein Freund. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag. Eines gewissen Lafrenière. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafrenières Hintergrund und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafrenière kam mir auf die Schliche. Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich schmiede, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafrenière ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Al-Oblé. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, das werde ich wohl. Der Silberschmied. Sequenz 5, Erinnerung 1, abgeschlossen. Belohnungen 2 von 2, sehr schön. Berserkerpfeil, vergibte ja, haben wir leider nicht geschafft. Naja. Vielleicht schauen wir dafür diesmal ein bisschen mehr. Zum Beispiel noch ein bisschen einzukaufen. Servus, was hast du Schönes für uns? Alles auffüllen, bitte. Was? So teuer? Willst du mal verarschen, Alter? Kann nicht sein, dass es so teuer sein soll. Auch das nicht teuer, also in dem her. Medizin, bekommen wir auch immer wieder, das ist auch kein Problem. Phantomklinge. Nein, die sind vor allem teuer, wa? Immerhin 5 Stück wieder und da kann mir gar noch eine leisten. Alter, sind die schweinemäßig teuer. Die ganze Kohle, die ich irgendwie anders hätte ausgeben können, bereits alles wieder weg. Schon krass, wa? Wenn man so überlegt, so gut. Jetzt bin ich ja hier, wo geht's genau lang? Hä? Spinne ich jetzt? Wir sind ja hier. Wo ist gerade das Symbol, das ich suche? Dort entlang? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen entweder begriffsstutzig oder blind oder beides. Hä?
sehe jetzt echt das Symbol nicht. Das kann es nicht sein, ey. Wer sehe ich? Schnellreise. Machen wir ganz kurz. Seltsam, seltsam, seltsam. Genauso seltsam, wie das die Ladesequenz immer so lange dauern im Spiel. Dann hoffen wir, dass langsam mal mit Steuerung zurechtkommen, nicht wahr? Kann es nicht sein. Ich meine, klar, ist noch kein Meister im Himmel gefallen und solche Dinge, ist ganz offensichtlich. Aber ich höre es auch sonst von wegen, dass das Spiel scheinbar zu früh ausgekommen ist, weil es hier und da noch ein paar Bugs hat. Aber wenn ich das so betrachte, ich meine, selbst die Steuerung funktioniert nicht richtig. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Bug. Na gut, aber hier ist definitiv nichts. Ja, ich meine, hätte ja sein können, oder? Aber wo zum Henker kann der denn sein? Lade, 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 du, 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 du. Also eigentlich müsste man jede Sequenz, in der mal ein Ladebildschirm vorkam, mal aufnehmen und einzeln mal so vergleichen mit dem Rest, also mit dem eigentlichen Spielinhalt halt. Ja, Spielinhalt halt, klingt auch ein bisschen doof. Auch hinaus will ist, wenn du das so vergleichen würdest, würde sicher herausfinden, Ladesequenzen, Spielinhalt ist etwa 1:1. Ne, okay, aber übertrieben war. Sag mal, wo geht's denn jetzt überhaupt lang? Hä? Was hab ich denn plötzlich hier? Also gut, wir waren vorhin woanders, aber trotz, das finde ich jetzt sehr seltsam. Versailles Schnellreise stimmt eigentlich schon noch. Haben wir die vorhin echt übersehen? Ja, wäre auch was, ey. Also das Punkt natürlich auch nicht direkt hin war. Na, doof. Oh je, Leute, wir haben da noch einen langen Weg vor. Natürlich kann ich hier drüber abkürzen und machen. Und dann im nächsten Part geht es hier mit Nomad-Truhen und so weiter. Versuchen wir weiterhin unser Glück hier bei Assassin's Creed Unity auf der Suche nach der Wahrheit. Und so nach dem Mörder von Monsieur de la Sierre. Und noch, wie ich denke, vielen weiteren Geheimnissen um die Templer, um die Assassinen, um Elise, um Arno selbst noch und welche Rolle er wohl schlussendlich noch spielen wird. In diesem Sinne, bis nächstes Mal hier bei Assassin's Creed Unity. Ciao zusammen.